Wo der Sultan am anderen Morgen zum Fenster ausgeschaut hat er einen leeren Platz gesehen. Der Palast mitsamt seiner lieben Tochter ist verschwunden gsi. Der Sultan ist ausser sich geraten und der Grossvezier hat gerufen: «Ich habe ja grad gesagt, da sei Zauberei im Spiel.» Sofort hat der Sultan den Aladin, wo grad von der Jagd heimgekommen ist, verhaften lassen. Als er gefesselt vor ihm gestanden ist, hat der Sultan gesagt: «Aladin, ich gebe dir genau 40 Tage Zeit, um mir meine Tochter wiederzubringen. Sonst verlierst du deinen Kopf.» Der Aladin war ganz verzweifelt. Auch er hatte keine Ahnung, was passiert ist. Traurig ist er umeinander gewandert und hat vergeben nach dem Palast und der Prinzessin gesucht. An einem Bach hat er sich gewaschen und Allah um Hilfe angefleht. Und wie schon einmal ist es passiert, dass er zufällig am Ring an seiner Hand drüllet hat. Sofort ist der Geist erschienen und hat gefragt, was er will. «Bring mir mein Schloss und meine liebe Frau wieder zurück!» «Mein Gebieter, es tut mir leid, aber ich bin nur der Geist vom Ring und ich kann nichts machen gegen den Geist von der Lampe. Er ist mächtiger als ich.» Dann bring mich halt dort an, wo die Prinzessin ist.» Kaum hat Aladin das gesagt, ist er schon in Afrika, im Palast und im Zimmer der Prinzessin gestanden. «Aladin!» hat Badr el-Budur unter Freudentränen gerufen. «Aladin!» Und sie sind sich glücklich in die Arme gefallen. Dann hat die Prinzessin ihm Aladin erzählt, mit welchem gemeinen Trick der Zauberer zu der Lampe gekommen ist. «Und jetzt kommt er jeden Abend zu mir und will, dass ich seine Frau werde. Wenn er dich da sieht, Aladin, wird er dich umbringen.» «Keine Angst, es wird schon alles gut», hat Aladin gesagt. «Weisst du, wo der Zauberer die Lampe versteckt hat?» «Er trägt sie immer auf sich.» Da hat Aladin sich einen Plan ausgedacht. «Los gut zu, Badr el-Budur. Wenn der Zauberer heute Abend wieder zu dir kommt, dann tust du ganz freundlich. Sagst, du habest jetzt lang genug getrauert und du möchtest gern mit ihm ein Glas Wein trinken. Da habe ich dir ein starkes Schlafmittel. Das musst du ihm dann heimlich in Wein tun.